Nachdem ich herzlich empfangen goufen, konnte mir eine kleine Feierung der Stehrenasyl, die bei den Katzen angefangen hat. Da sind überall so Lächer, wo sie können rauskommen, was sie da wollen. An dem Moment schenkt Kinder das zu haben. Aber das hängt eben noch vom Wirt darauf, wie sie gerade Lust haben. Wir können aber nur mal hier gehen. Also sie verstoppt. Mit dat sind da die Loe aber schon eng paar die Wochen heißsinn, a wann Loe gif kommen den Interé huet, dann sind die Doten disponibel. Sehr denken moral Dach. Wir gehen mal gucken. Ein ganz spezieller Fall, weil ich meine, am ganzen Land gibt es nicht mehr Bel-Air. Das ist ein zentralasiatischen Hirdenhund. Aber wie den an das Land kommt, hat man nicht irgendetwas so hören. Aber also Bel-Air ist nicht zu versehen. Was ganz tragisch ist beim Bel-Air, wenn es mir lang hier sitzt, wird riskiert, mehr verhaltensgesteuert zu gehen. Einfach weil die Umstände sind, die sie sind. Aber das ist ein ganz schönes Thema. Ja. Wie viel kostet dann Versuche von einem Deier an der Moyenne, und wie kann sich das als Deirenasyl finanzieren? Also aus dem Stegreif raus kann ich nicht so, weil den Deier kascht. Wir haben Deier, die kommen ran, die sind krank, die müssen operiert gehen. Also was feststeht, all Deier, was bei uns könnt, wird kastriert, wird gechippt, wird geimpft, das ist fies. Wir müssen einfach Deier, die mehr Soin brauchen, und das kostet. Da sind wir wirklich auf Spenden angewiesen, da sind Leute, die überholen Patenschaften. Da sind auch ganz oft bei Stierfällen, wo wir Dauer kriegen. Oder man hatte vor kurzem nach einem Herr, den seinen Geburtstag gefeiert hat, ein Küst abgeriecht hat und leider am Platz ein Kado Husuren dran gehalten und die haben wir integral gekriegt. Neben dem Komitee, das freiwillig am Deirenasyl schafft, an der Ascher Gemeng, die Deiren unterstützt, gibt es auch andere Möglichkeiten, sich am Deirenasyl zu engagieren. Zum Beispiel kann jemand mit einem Hund aus dem Asyl spazieren gehen. Wie lief den Adoptionsprozess von einem Deier auf? Also die Leute, die einen Hund wollen adoptieren, die gehen erstens einmal von uns beraten. Muss ja geguckt gehen, wie wohnen die Leute, wie ist die Familiensituation, sie kann noch am Haus, sind noch andere Deier am Haus, die gehen dann wirklich von uns Leuten beraten. Wenn dann da effektiv eine Sympathie sich aufbaut, dann muss ich ein paar Mal mit ihnen trippeln gehen. Immer rumkommen, am Hund trippeln. Die Familie hat den Hund da reserviert. Und wenn das alles klappt, dann können sie den Hund auf Probe mit heimholen. No der Adoption gehen wir an Reinkehr gucken. Wir hatten schon ganz oft, dass wir eine Katze rumgekriegt haben, weil schon eine Katze am Stot war, die neue Katze nicht akzeptiert hat. Und das ist immer ein Trauma. Für die Katze, die rum können dann noch für Eis. Das ist ein Eschek. Aber für das zu vermeiden, also das ist wirklich wichtig, dass wir die Situation daheim klären, ehe eine Katze hier rausgeht. Wie viele Leute schaffen am Deirenasyl für die nötige Pflege und Aufmerksamkeit für Deiren zu garantieren? Wir haben 2 Leute am Sekretariat, die machen Administrativsachen, aber wenn aber nur die Männer an irgendwie Erbechten materialisieren sich, da können die aber auch absprangen. Wir hätten dadurch gerne, was auch natürlich ist, könnt ihr euch vorstellen, den Asyl, die funktioniert immer. All der 365 Tage am Jahr, weil die müssen noch Samstag, Sonntag kriegen, der an Ostern müssen auch versucht sein. Und also da haben wir dann 2 Leute. Und dann haben wir aber auch ein paar die Erbechter, die von uns bezahlt gehen, die dann sich hauptsächlich das Soin von den Tieren bekümmern. Und da haben wir Leute, die sich mehr mit den Katzen aufgehen, andere mehr mit den Hunden. Und dann haben wir, wie gesagt, eben auch ein paar Leute, die wir vom Office Social zur Verfügung gestellt kriegen, die auch helfen, bei Bootserbechten, bei Futterausgabe oder was eben so auffällt. Und da haben wir eben den Avantage, dass die uns finanziell nicht zu Lasten fallen, weil die vom Office Social überholen gehen. Als Hundstrainerin, das schafft 20 Stunden die Woche, das ist also halbtägig sei. Und das ist wirklich eine ganz große Hilfe,
weil der sich auskennt mat hënnen a well sich auskennt mat de verschiedene Rasse, wo mir fleisch die verfordert wären. Mit dat seht dann so vun der an der Rasse den erwehrt sich dat an dat. Dat mischt dann och fir Vertrauen opbauen, well mir hunn heinz do hënnen, die hunn Ellenzeiten han Russich an dann wann dann ewer wees ween se soll oppacken, dann ass dat schon en ganz grös hëllef. Entretien selbechte sinn ëmmer. Jo hai hummer der Spielsäche mi hu Futter an wer dëmmer overwes gemerket, dat das sie ganz viel vun eisen Déieren, die Medikamenter brauchen regelmäßig. Du ginn dann dëppercher gemerk mat de Medikamenter mam Numm, mat der Instruktionun, moies oder Mëttes oder Rowes, dann kreen ze da doch. Du musst natürlich groß Disziplin sinn, dat die richtig Dosis fir dat richtig steier ass. Zeel degem moral degent Dappes. Wir gehen mal gucken. Ja, dat gët lo Ender woch adoptéiert. Dat ass eng Franzésch Bulldog. Déi wär an eng ganz ramoléierten Zustand rakom mat Gehörprobleme, Ohreprobleme, Äprobleme, Eczema, Hautprobleme. An dat ass hai opgepäppelt ginn a Cremen, a Medikamenter an alles. An losi Leiit dit Geier da ginge wëllen. An do wär er noch bei der Adoptioun vun engem Hund, do wär mat am Andrea wär lo méendech kucke bei die Leiit, die entere hunn, ob dat wirklich passend, so kënnen det hei.